Risen 3 Titan Lords. Ein Spiel voller Atmosphäre und ja, voller Hintergrundgeräusche. Willkommen zurück, Freunde, bereits zum 113. Part Podsblitz. Es geht weiter hier mit Patty, die wirklich ein bisschen anders aussieht als noch bei Teil 1 und Teil 2. Ja, haben wir mal ganz kurz nochmal Teil 1 reingezogen, also reingezogen zu übertrieben, mal ganz kurz getestet, so, ob es halt überhaupt klappt auf dem PC hier. Und es klappt soweit und so, sprich, auch wenn ich dann die Vorteile davon, sprich wie gesagt, also die Vorgänger, Risen 1, Risen 2 nach Let's Playen würde oder möchte, würde das technisch gesehen kein Problem darstellen. Schon mal etwas für die Zukunft. Nur gut, wir sind noch hier dabei. Und zwar, ich überlege gerade, was wir gemacht haben im letzten Part, genau, haben das Fernsehen ausgerüstet, ist zwar ein bisschen schwächer als unser anderes Schwert, dafür, Alter, gibt der Kohle. Ist ja nicht schlecht, wa? Genau, das, was ich auch noch machen wollte, jetzt schon mal ein bisschen zum Testen, ist ein bisschen mehr Magie einzusetzen, sprich für uns, sowieso gerade falsch, was? Nekromantie, ich sollte sowieso viel mehr auch die einsetzen, weil ich kann eigentlich auch den Krokon zur Weg legen, man habe es sowieso nie gebraucht. Wäre zwar cool, aber gebraucht habe ich es nie. Was kann man jetzt davon eigentlich noch gut gebrauchen? Rune der Stärke. Ja, Runen soll ich wirklich mal einsetzen. Den Schaden zufügen. Mein Radius 7, Schaden 50 ist nicht gerade so viel, aber ich schätze mal mit unserem aktuellen Magie-Level. Runenmagie ist ja nur 58, das ist schon. So, jetzt ist 73. Viel cooler. Ja, nee, wie gesagt, ich bin da ein bisschen überlegen. Ich bin eigentlich wirklich eher der Magic Freak. Da können wir doch eigentlich auch sagen, wir haben hier die rechte Hand, ja? Ich habe einen Eisigen Griff und der Flammenfaust und Windhauch. Ne, den brauchen wir eigentlich nicht. Aha! Ja, ich hatte gerade plötzlich den Geistesblitz, ich sollte öfters in die Parts am Abend aufnehmen. Den Geistesblitz, Gegenstände schweben wie von Wind getragen zu dir. Natürlich, die Kristalle, die wir im letzten Part nicht sammeln konnten, weil die zu hoch waren. Also ich bin zwar nicht sicher, ob das wirklich klappen würde, aber ein Versuch wäre es wert. Ja, schon vorbei. Egal, wäre sonst noch ganz cool. Okay, was mache ich jetzt hier genau? Das ist eine gute Frage, ich mache es doch mal so. Okay, dann noch benutzbar, sprich Proviant, der kommt nach oben. Fuselkrog, brauchen wir das überhaupt noch? Wir haben noch so viel davon. Ruhm, ich habe voll aus Goldblut. Immerhin 75, war natürlich nicht schlecht. Mein Schmerztöter, wir hätten immerhin 3 Stück machen müssen. Klingensicher und kugelsicher. Blick der Magie, Schnaps der Schatten, Blick der Schatten. Waffen zu finden, sind die Position. Okay, da bin ich immer noch dran. Das kann ja auch noch. Ja, aber sehen wir uns zwar momentan ein bisschen zu heikel. Und wird fest wie Leder, Härte plus 5. Ist das eigentlich für immer oder was? Yep, ist für immer. Cool. Sonst haben wir, glaube ich, hier nichts mehr. Warzen boosten. Nö. Ja, ihr merkt schon, ich bin langsam überlegen, was man noch alles machen könnte, was man noch zeigen könnte. Was ihnen ja auch ein bisschen Sinn macht. Warnt dich vor Schattenwesen, wird's wohl dann schlecht? Ah, ich glaube, der Schmerztöter, den weiß ich mal zu. Kann man sich mal ganz gut gebrauchen. So, das war genug davon. Das ist alles noch für nächste Schlachten und so. Jetzt wollen wir eigentlich hier auf Terranis noch ein bisschen uns umsehen. Bezüglich nächsten Missions, wa? Also sprich, näher sind wir übertrieben, sondern eher die alten Missionen. Bring mir etwas bei. Zaubersprüche lernen. Habe ich aber noch etwas? Zeige mir, wie ich einen Blitz beschwören kann. Das neue Wissen wird dir helfen. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Ziemlich viel. Bin in die Magie deiner Sprüche. Wow! Zeig mir, wie ich einmalig nutzbare Sprüche herstellen kann. Alles klar. Z wie Zentrifugalkraft. Eine gute Eselsbrücke. Und eine ziemlich billige. Hallo, haben wir jetzt eine neue Magie erlernt? Splitterhagel, Heilung, Kristall. Oh ne, sagen wir bitte nicht, dass es einer ist von.
Wieder mal den hier, war rechte Hand und so. Na gut, von mir aus kann man das mal machen. Der Blitzschlag! Blitz, wenn ein Gegner einen Schaden, so muss ich unbedingt mal testen. Dann haben wir die Schnellzuweisung. Feuerregen behalte ich mal. Der Kristall ist ja auch ganz cool. Der genauso macht vor allem natürlich mehr Damage. Flammenfaust, magisch auf deine Feinde. Da bin ich eigentlich doch eher der Folgetyp. Könntest du auch mal die Kristallfackel wegpacken, wobei natürlich jetzt nachts noch ganz praktisch wäre. Heilung sowieso. Wobei die kann ich mal hier oben hinpacken, wir müssen besser strukturieren. Ne, wisst ihr was, wir haben beide schon gesehen. Verbrennen mit magischen Flammen, das ist ein bisschen cooler, deswegen hier der Blitzschlag. Alter Schwede. Ja, das ist noch richtig geil. Der Wächter Horas hat versucht, den Reaktor zu sabotieren. Ich habe den Kampf beobachtet. Du bist ein wahrer Held. Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet, dass du dieses Unheil abwenden konntest. Nimm diese Gabe als Dank von mir, dass du unsere harte Arbeit retten konntest. Dieses Ereignis hat uns Magiern gezeigt, dass wir noch eine Menge über die Natur der Kristalle lernen müssen. Wir sollten gleich damit beginnen. Nur leider haben wir nicht mehr so viel Zeit, weil das Spiel neigt so bereits zum Ende zu, außer natürlich bei Risen 4, dann wäre natürlich was anderes. Ich habe alle Prismen. Prisma, was? Ach so, Astralsichten. Ja, du musst in die dunklen Länder von Taranis, Kila und Kalador gehen. Dort sollte es dir mit Hilfe der Astralsichten nicht mehr schwerfallen, die Quarze zu finden. Vergiss nicht, den Zauber zu benutzen, den ich dir gegeben habe. Falls du mal nicht an einen der Quarze herankommen solltest. Genau, und das meinte wegen Windhauch. Scheiße. Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Ey, ganz ehrlich, wie kann man so verpeilt sein, dass man das... ich hab's ja auch schon ein paar Mal in den Kommentar geschrieben, fällt mir gerade auf. Ja, nee, ist natürlich vor allem so, wenn man halt so viele Projekte halt parallel dazu hat, dann sieht man leicht mal so etwas. 4000 Gold, Alter. Ich möchte die Kristallmagie besser beherrschen. Kein Problem. Mir geht langsam sicher mal die Kohle aus. Ich bin noch nicht gut genug. Die Fähigkeiten auch. So gut bin ich auch nicht. Aber schon befürchtet. Tja, Wegen der Expeditionen. Ich habe mit Horatio gesprochen. Was hat er gesagt? Er hat sehr viele Kristalle gefunden und könnte Hilfe gebrauchen. Wunderbar. Ich werde sofort 2 weitere Wächter zu ihm schicken. Noch was? Er hat mir diese Kristalle mitgegeben. Sehr schön. Hier hast du eine kleine Belohnung für deine Mühen. yeah, 100. Ich habe mit Jacob gesprochen. Und? Er hatte ein Problem mit einem Golem. Er kommt wieder, sobald er mehr Kristalle gefunden hat. Sehr gut. Danke für die Nachricht. Danke für die guten Nachrichten von beiden Expeditionen. Hier hast du noch eine Belohnung. Und das sollte die ganzen Reisekosten abdecken. Hoffe ich mal auch. Ist nie jetzt echt auf Taranis alles... Ja, ich dachte schon, in Kalador. Ah, da fehlt mir immer noch... Nee, so Leute, aber den mache ich jetzt nicht mehr, da wäre man zu mühsam wegen dem noch zurückzugehen. Der will zwar noch Messer werfen, da muss er erst noch gucken. Da ist immer das Problem, weiß nicht so genau, will der morgens, will der tags, will der nachts? Wobei, ich glaube, der will mittags, weiß ich glaube ich noch. Aber der hätte ich schon alle. Zwar nicht alle, aber ich habe doch schon genug gemacht. Ja gut, nee, wie es weiß, aber ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Dann muss ich jetzt echt mal ganz kurz in den Keller, wa? Der Keller geht in den Keller, ha ha ha. Entweder der Grafikbug oder der Reaktor ist noch aktiv. Nergal, mein bester Freund. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Ja, scheiß drauf, ey. Zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Der hat so noch ein paar Kristalldinger, interessiert mich aber alles nicht mehr, ganz ehrlich. Da muss ich sagen, nö, ist nice to have, aber nö. Gut, wenn der auch nicht will, dann muss ich mal sagen, verstehe ich nicht mehr ganz. Dann blickt das allgemein Alchemisten haben. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich hab das doch. Hier steht ja. Ich, Questziel. Questziel ist natürlich Nergal, sind natürlich beide.
Quest böse Blicke. Ja, egal. Alchemist, Kristallmagiehändler, Talismanhändler, Alchemiehändler. Er hat den Auftrag aufgeflammt. Einfach mit ihm mal quatschen, war? Noch irgendwas, ein Hinweis, das er mich hat, weil, sorry Leute, aber sonst habe ich irgendwie das Gefühl, dass entweder wirklich irgendwo ganz doof gesagt, fehlt mir ein Kristall noch, ein dummer Kristall und dann wird das funktionieren, oder aber, ich habe da echt einen Fehler gemacht oder das Spiel ist verbuggt. Ich glaube, es wäre ja Variante Nummer 2, dass ich was verpeilt habe. Ich habe alle Prismen gefunden. Gut gemacht. Vergiss nicht, sie auch zu benutzen. Sie werden dir sehr hilfreich sein. Hallo? Quest sie was andere. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Menno, das Spiel, also ganz ehrlich, hat den Fokus. Ich bin noch nicht gut genug. Verdammt, ich schätze auch mal, mir fehlt ein bisschen Kohle mittlerweile. Na, wobei aber noch genug für 5000. Oh, Nahkampf. Gut, wie gesagt, die sind noch Schwerter 123. Ja, leck mich, oh, ey. Das ist mal ein Damage, war. Ja, so wie gesagt, die zwei Dinge noch. Aber nee, sorry Leute, das kann man vielleicht sonst mal irgendwie machen. Vielleicht noch ein Spezialpart oder wirklich alles abschließen. Aber jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Nee, das wäre schön und so, aber. Genau, Kramküste muss ich unbedingt noch hin. Dazu müsste ich erstmal ein bisschen pennen gehen. Kramküste, das machen wir jetzt. War ganz schön und so, hat Spaß gemacht, kein Problem. Aber speichern und zurück aufs Schiff. Übrigens, ihr habt schon gesehen, ich habe über 236 Mal gespeichert. Mindestens, das heißt pro Part mindestens zweimal gespeichert. Dazu müsste eigentlich auch ein bisschen Ruhm geben, naja. Dann noch ein bisschen Magic einsetzen, ich habe jetzt so viel. Nö, ein anderes Mal. Groß Geiselflot, ein anderes Mal, auch das. Kramküste waren wir schon lange nicht mehr. Da gibt es die ersten 2 Parts, war? Seid damals nicht mehr hier gewesen. Naja, Blitz und Donner, schön für euch. Und es ist Tag. Die Kramküste war, glaube ich, nicht so groß, wie ich mich erinnere. Das heißt ja Kramküste als nur die Küste. Ich will eigentlich nur das Portal platt machen, plus den Gegenstand und den Schatz holen, fertig. Ich mache natürlich mit Patty, weil sie ist sowieso hier prädestiniert dafür. Meinst du, wir könnten dein Talent auf dieser Insel einsetzen? Ich könnte ja mit den Palmen reden. Vielleicht spucken dir was aus über verborgene Schätze. Hier ist doch keine Sau. Vergiss das. Komm mit. Gut. Ja, und trotzdem kommt sie mit. Ich glaube, Portal hat, also Portal sage ich schon, nee, natürlich, Abkürzungen noch keine. Alter, wie groß waren. Moment mal ganz kurz. Ja, doch, stimmt, ich erinnere mich, das war ja nur das, war. Ja, noch 2 Dinge, wir haben doch hier angefangen, wir sind doch hier rüber, dann erinnere mich noch. Sehr gut sogar. Aber hier oben, das weiß ich nicht mehr. Okay, dann hätten wir das. Das Kristallportal ist natürlich irgendwo ganz weit hinten. Da war ja auch noch ein Shuttler, der wird zwar mittlerweile auch kein Problem mehr sein. Okay, dann haben wir das noch. Was du jetzt siehst, die Krabbenschale. Die ist direkt hier. Okay, machen wir zuerst die. Ist halt näher und so wie ich das Ganze ein bisschen einschätze. Unser Boot zumindest, kommen wir sowieso irgendwo anders an. Habe ich recht oder habe ich recht? Mal zum Nordstrand. Mögen wir in Frieden ruhen. Wir stehen doch hier. Ja. Ja, doch, aber ich überlege gerade, habe mich damals hier umgesehen? Nö, war. Nö, noch ein paar Viecher hier. Aber sorry, auch keinen Bock mehr drauf. Ich meine, kann man machen, muss man nicht. Patty, willst du jetzt echt mit denen anlegen? Oh, wieso eigentlich nicht? Alter Schwede! Wie lange hält der überhaupt? Ich meine, ich bin ihm noch im Modus drin, war. Blitzschlag! Blitzschlag! Nice, war. Zip. Hey, ist das geil. Blum. Flupp. Hä? Aha.
Also eigentlich müssen... Wollen wir ganz kurz... Nö, sind noch da. Nicht! Aufgehört. Ja, reicht aber trotzdem nicht ganz. Schade. Egal, also ist doch schon ein bisschen cool. Kann man durchaus so machen. Also überleg mal, wir haben Feuerregen, wir haben den Kristallsplitter, jetzt haben wir noch blitzend Donner. Und vorne natürlich auch noch. Was willst du, Mann? Hä? Glaube ich auch. Das ist so geil, ey. Das macht richtig Laune, Freunde. Bums. Bums. Na, komm schon, komm schon. Okay, das war ja ein bisschen fehl. Wir auch nicht zielen können, wa? Oh nein, nicht noch mehr Spinnen. Ich will die Waffe ziehen, das Schwert. Hallo? Was ist mein Schwert hin? Mein Schwert ist weg. Wieso? Das war doch Schnellzuweisung. Oh. Ich muss das Schwert dann noch irgendwie drauflegen, weil sonst haben wir natürlich ein kleines Problem. Ne, komm, ich mach wieder das hier. Das andere ist... Es sieht ja cool aus und so, kann man ja zugeben. Es ist einfach halt... Es ist Stichwaffe, wir sind mehr auf Schwerter. Sorry Leute, machen wir wieder mal... nicht Schnitter, Schwert der Tiefe, genau. Muss ich auch wieder irgendwie zuweisen, wa? Proviant, wir brauchen das vermutlich nicht mehr. So, einfach kann es... So, Pet, wie geht's dir? Ganz gut, schön. Die Seekarte. Der Part ist ja eigentlich gleich vorbei. Viele haben wir eigentlich nicht geschafft. Doof natürlich. Also unser Inventar ein bisschen aufgerüstet. Boah, wie ich das hasse. Das ist das Problem, ich kann so nicht kontern. Ich glaube, ich bleib doch bei den Schwertern, das ist mir doch ein bisschen lieber. Und vor allem geht's auch schneller. Meistens. Es gibt natürlich auch Gegner, die sind eher anfällig gegen Magie und so. Kann ruhig ein bisschen mit Feuer und Blitz austeilen, aber generell denke ich mal, ist das die bessere Variante. Hä? Was war das gerade? Haben wir einen Kommi-Angriff gestartet oder was? Hab jetzt beides weg. So, Kranaf kommt auch noch her, sonst lohnt es ja kaum. Feuerregen! Das hier sowieso. Ja, Magie ist das Problem. Trotz allem, es dauert einfach so lange. Was ist eigentlich der Eingang? Ha. Natürlich auf der Rückseite. Wie könnte es auch anders sein? Pass auf. Mann! Ich will Miss Magic einsetzen. Na, komm schon, blocken, blocken. Ah! Ich kann's nicht mehr. Scheiße, zum großen Kampf. Natürlich toll. Ah! So und nicht anders. Geheilt, sehr schön. Ja, ein bisschen stark sind wir schon, aber naja. Du. Die Krabbenküste. Ewig und 3 Tage ist es her und trotzdem sind wir wieder hier.
Der lebt sogar noch. Nach so einer Attacke, und das sind wohl die Hüter hier, oder was? Was macht der hier noch? Teleportstein, okay. Brauchen wir doch nicht mehr. Ein Pilz und eine Truhe. Feuerregen kannst du bitte aufhören, sonst, ja. Die Krabbenschale. Sehr schön, sehr schön. Haben wir das ist endlich auch, Freunde. Und uns fehlt nur noch ein einziger legendärer Gegenstand, den wir, wie bereits erwähnt, nicht hier finden, sondern erst auf den Nebelinseln. Also mal gucken, ob ich hier einen Teleporter hatte. Oder hätte wohl eher, wa? Und gehen wir ganz kurz zurück aufs Schiff. Wird wohl schneller gehen. Komm mit. Ei. Ei, Captain. So, gehen wir natürlich zum Südstrand. Der ist ja alles für uns wohlbekannt und wohlvertraut, wa? Ja, erinnere mich leider. Leider Gottes erinnere ich mich, das war ja damals echt eine totale Scheiße. Gut, aber ich glaube, sonst gibt es echt nichts. War einfach hier durchgehen. Was du jetzt siehst, sind bloß Tränke, da sind ein paar Messer werfen, plus Kristall im Schatten. Die Quest geht mir sowieso auf den Sack. Was ist etwas Besonderes? Aber jetzt steht eigentlich nur noch Kila und Taranis, wa? Dann markieren. Nee, Leute, wisst ihr was, ich hab keinen Bock mehr drauf. Da habe ich jetzt echt momentan null Bock und deswegen... Los geht's, zurück zum Schattenlord, den sie damals unsere Seele genommen hat, den Geist gestohlen hat, wer auch immer. Das war ja auch eine Scheiße, hey. Na, Schwesterherz. Böse Erinnerungen. Wo war denn hier ein Kristallportal? Oder Teleporter halt. Kann mich echt nicht mehr erinnern, einen gesehen zu haben. Tempel erinnere mich allerdings noch. Ja, das waren auch noch schöne Zeiten. Die ersten paar Folgen war wirklich eine Reise zurück in die Vergangenheit, in die ersten 4, 5 Parts, wenn sogar, ja, vielleicht sogar 10 Parts. Den Baum, den wir umgestoßen haben, oder war er noch nicht hier? Hä? Patty, was hast du getan? Keine Ahnung, hat er so geklungen, als wäre gerade ihnen etwas ganz böse passiert, aber ich habe keine Ahnung. Okay, das Spiel speichert selber, gefällt mir gar nichts. Ja. Nee, hier lebt eigentlich soweit auch nichts mehr. Wir gehen jetzt schon wieder weiter. Einfach hier durch. Man, hier muss ich ins Wasser einfach rein. Naja. Das war die Leiter hochzugehen. Ich erinnere mich auch wieder. Gut. Das war falsch. Schlecht. Hä? Da ist noch eine Leiter. Okay. Etwa die gleiche. Was zum... Genau gleich in den ersten Parts. Ja, es ist einfach unglaublich. Hier keucht und fleucht nichts mehr. Da hat mir echt alles gekillt. Ja. Natürlich sehr schön. Machen das ganz kurz noch. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mal für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Dran ist soweit auch abgehakt. Die Kramküste kommt im nächsten Part noch dran. Seitdem gibt es noch zu tun. Den Schatz zu finden, plus den Schattenlord und natürlich auch die Kramküste, also sprich das Portal natürlich. Das Kristallportal platt zu machen. Oh yes, bis dahin. Kumpel, ja. Ciao zusammen.